Ich bin Damila, auch bekannt als Drumilla, wenn man mich auf TikTok, Instagram verfolgt. Dort bin ich Entertainerin, Comedian, mache jensten Spass mit. Ich würde sagen, das Schauspiel spielt für meine Persönlichkeit eine mega grosse Rolle. Ich habe immer schon Theater gemacht, ich habe schon immer die Bühne gerne gehabt. Ich habe, seit ich 5 bin, tanzt. Das ist so ein bisschen, einfach eben das ganze Bühnenelement. Also alle sagen immer, Damila, give her a stage und sie ist daheim. Und also ich habe eigentlich schon immer gewusst, dass es in die Richtung geht. Ich nehme das Ganze mit TikTok und Instagram, macht natürlich schon mega Spass, aber es ist nicht mein Endziel. Ich möchte nicht quasi Berufsbild TikTokerin sein oder so. Aber ich sehe das so mehr als Sprungbrett, um eben nachher, ich weiß auch nicht, eben wirklich ins Schauspiel oder irgendwie in eine Moderation oder irgendwie so in die ganze Szene reinzukommen, genau. In meinen Videos kommen mega viele Sachen vor, die ich wirklich alltäglich erlebe, die ich von anderen Leuten auch erfahre. Das sind so Balkan-Diaspora-Mischungsvideos, wo ich wirklich quasi aufzeige, wie ist es in der Schweiz zu leben, aber Wurzeln von einem anderen Land zu haben. Ich habe angefangen auf TikTok mit wirklich Fashion, Beauty. Dann irgendwann habe ich ein Balkan-Video gesehen und dachte, komm, ich kann das auch ausprobieren. Und dann habe ich eins gedreht und dann ist es wirklich so durch die Decke und dann das Nächste und das Übernächste. Also ich bin wie so ein bisschen da reingerutscht und habe das eigentlich wie nicht geplant, in dem Sinn zu machen. Und bezüglich meiner Community, dort ist es mega unterschiedlich. Also natürlich habe ich viel vom Standort eben Bosnien, Kroatien, Serbien, aber auch recht viel aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung zwischen der Diaspora und wirklich der Einheimischen, sage ich mal. Von der Herkunft her kommen meine Eltern beide aus Bosnien, sogar beide aus dem gleichen Dorf. Und dementsprechend rede ich auch auf Bosnisch in meinen Videos. Ich tue sie aber auch immer untertiteln, weil eben der Balkan ist riesig. Die Unterschiede zwischen den Schweizer und Bosniern sind relativ gross, würde ich sagen. Nicht in einem negativen Kontext, aber ich glaube, so die ganze Mentalität merkt man mega fest. Dass eben, wenn ich meine Videos poste, bekomme ich so viele Nachrichten von Leuten, die sagen, bei mir läuft es genau gleich ab und ich habe das Gefühl, wir leben alle das gleiche Leben. Was so betrifft, eben, dass man das Bild gegen aussen immer wahrt, dass man immer schön brav bleibt und so, das merke ich mega fest. Auch eben die ganze Warmherzigkeit. Und man ist aber gleichzeitig auch so ein bisschen, man schaut auf sich, man schaut, was die anderen von einem halten. Man sollte ja nicht irgendwie so zum Dorftratsch werden und mit dem spiele ich auch mega gerne in meinen Videos. Was mir aber auch bei der Schweizer Kultur mega gefällt, ist so, dass man mega offen ist, dass man mal ein bisschen alles ausprobieren darf, dass man auch mal später heimkommen darf. Das ist das, was ich glaube, wir noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Das Gefühl von nicht Schweizerin oder nicht Bosnierin zu sein, hatte ich ab und an. Also vor allem in der Schule. Ich war eigentlich immer die einzige Ausländerin, die einzige Muslimin. Aber umgekehrt hat es das auch bei den Bosniern und Bosnierinnen gegeben, dass sie irgendwie das Gefühl hatten, oh, jetzt kommt die Schweizerin, mal mit blauen Haaren, mal mit roten Haaren, die ist so fernab von uns. Und darum fühle ich mich auch wirklich so zwischen zwei Stühlen. Also ich könnte mich jetzt nicht 100% der bosnischen Community zuordnen, aber auch nicht 100% der Schweizer Community. Darum bin ich international. Die Frage nach der Heimat oder wie man Heimat definiert, finde ich mega schwierig. Was für mich Heimat mega fest ausmacht, sind so alles rundum um das Kaffeegespräch, wenn man zusammensitzt, zusammen wirklich herzhaft lacht. Wir trinken so ein bisschen Filzschal, das kleine Kaffeetässchen und dann fühle ich mich komplett daheim. Das ist dann eigentlich egal, ob das in einer Schweizer Wohnung passiert oder im Ausland. So bin ich mega fest aufgewachsen. In meinen TikToks schaffe ich immer bewusst so eine gewisse Distanz. Also ich nehme jetzt nicht meine Mami und tue sie vor die Kamera. Weil ich will nicht, dass es darum geht, dass ich meine Mami porträtiere, sondern ich will quasi, wenn es das gibt, in Anführungs- und Schlusszeichen, das Balkan-Mami repräsentieren, wo jeder sagt, das ist nicht das Mami von der Amila, sondern das könnte auch meine Mami sein. Aber ich bekomme schon ab und an Kritik von wegen, du lebst in der Schweiz und es ist für dich mega einfach, dich über das Balkan-Mami lustig zu machen oder so ein bisschen in die Richtung. Du musst auch ein bisschen wertschätzen, was sie gemacht haben und du stellst sie wie quasi viel altmodischer und viel stereotypischer dar, als sie sind. Und so einen Kommentar kann ich absolut verstehen, weil am Ende des Tages es ist eine Überspitzung. Es geht schon auch sehr fest in Stereotypen rein. Aber eben, ich will quasi mit dem Humor und dem klar Übertriebenen, was ich immer wieder sage, ich übertreibe es, möchte ich eben wie erreichen, dass man ein bisschen runterkommt und sieht, hey, gewisse Stereotypen stimmen vielleicht sogar, das kommt aber nicht von einem schlechten Ort. Es kommt nicht davon, dass jetzt die Eltern mega streng sind und dich wie quasi ersticken wollen, sondern wie dich mega schützen wollen und sie haben mega Angst und sie kennen das nicht. Und ich möchte nicht nur unterhalten, sondern wie so ein bisschen Barrieren, die da sind oder Berührungsängste, die da sind, wie ein bisschen aufräumen und sagen, sie ticken so und so wegen dem und wirklich in ganz alltäglichen Situationen, dass man wirklich von beiden Seiten das Verständnis schafft.
Humor ist für mich so ein bisschen mein Lebensmittel für alles. Also wenn ich traurig bin, versuche ich alles humoristisch zu drehen, fast ein bisschen Galgenhumor. Und auch wenn etwas mega traurig ist, versuche ich das in eine lustige Bahn zu bringen. Also Humor ist, glaube ich, der Weg, wenn ich mit allem im Leben klarkomme. Also ich vergehe dann mega oft in so Rollen. Also gerade wenn ich mit meinen Schweizer Kollegen unterwegs bin ich plötzlich mit dem Falter, wenn ich sage, das ist dann besser nicht. Und dann dieser ist ein bisschen gefährlich. Und dann sind sie immer so, okay, kannst du einmal, wann bist du? Und manchmal bin ich dann wie so streng mit mir selber und kann mir nicht sagen, Amira, du bist nicht einfach nur eine Entertainerin, du bist auch einfach Amira und du kannst einfach sein und du musst nicht reinkommen und gerade erwarten, dass alle gerade mega gut unterhalten sind. Und ja, das ist so etwas, was ich noch herausfinden will.